Den 29. Oktober waren mir für erste Musikbasar an der Rokal filmen. Das ist ein Treff von der Lützeburger Musikszene, wo ein Instrumenter kaufen und tauschen kann. Es goufen insgesamt mehr wie 100 Aussteller und 1200 Visiteuren. Der Musikbasar ist hauptsächlich ein Foire für Instrumenter an den Musikertreff heute zu Lützeburg, den einmal im Jahr stattfindet. Es war 6 Mal zu Däferding an der Sporthalle und das ist die erste Kehr zu Esch an der Rokal eben. Und der Musikbasar ist auch ein Internetsite, auf dem die Leute können Instrumenter kaufen und verkaufen eben, und noch tauschen. Ich meine, der Ursprung ist ein bisschen den, für die Musikerkommunität heute zu Lützeburg zusammenzukriegen. Die Lützeburger Musiker treffen sich. Sie haben einfach einen guten Moment rund um die Instrumente und rund um ein gutes Bier. Und das ist wissen, was das den Ursprung am Anfang gegeben hat. Was sind die Erwartungen vom Musikbasar? Meine Erwartung ist natürlich, so viel wie möglich Klienten zu berichten, weil wir das halt eben noch professionell machen. Ich denke, so ein bisschen wie ein Mensch. Wir hoffen, dass wir so viel wie möglich verkaufen, so viel wie möglich mit Themen holen. Meine Erwartungen sind die, dass es flott geht, weil es schon ist. Dass viele Leute kommen und dass die Leute die heißen eine gute Zeit tun, dass die Wanderer noch viel verkaufen und dass wir gut Abend einen coolen Tag hatten. Wir machen gerne in dem Moment auch wenig Reklam für unsere Harmonie, für unser Orchester. Und plus können wir immer mit den Leuten aus dem Sektor ein Gespräch und das ist immer ganz interessant, sich auszutauschen. Wo wir dabei noch ein Instrument verkaufen, für uns Käse abzubessern, freuen wir uns natürlich darüber. Also für allem denke ich, hoffen wir, dass die Leute gut Geschäfte machen, dass sie zufrieden sind. Dass sie hier rausgehen und so. Und voilà, es war ein flotter Tag, wir haben Leute kennengelernt. Wie stellt ihr euch die Zukunft vom Musikbasar vor? Also wir wollten hauptsächlich gucken, wie den Tag heute auflaufen wird. Und dann entscheiden wir, wie wir weiterfahren. Und auf jeden Fall, wenn wir an der Richtung weiterfahren, dann wollen wir mehr frei anfangen zu kommunizieren und ein bisschen mehr, wie ich gesagt habe, an Großregionen raus zu kommunizieren. Ich hoffe ganz gut, ganz schön. Wie gesagt, das ist eine erste Edition, wir gucken, wie es geht. Und ich hoffe, dass wir die nächste Jahr auch machen. Ich meine, die Location passt. Die Rockhalle ist ein guter Platz dafür. Das ist ein Treffpunkt. Und voilà, in dem Sinne, dass es dann noch so viel geht. Vielleicht ein bisschen mehr groß geht noch. Wir werden nicht die ein oder andere Konzerte mit dabei organisieren. Das wäre eine Idee. Und vielleicht noch ein bisschen mehr professionell ausstellen, vielleicht neue Sachen vorzustellen, dass Leute eben mehr Sachen kennenlernen.